Also wir werden gar nie konfrontiert mit anderen Meinungen, wo unser Confirmation Bias vielleicht auch ein bisschen aufbrechen können. Es ist sogar noch schlimmer. In dieser Zeit, Familien sind in Streit geraten, ganze Freundeskreise sind aufgebrochen wegen einem Thema. Oh. Also da sieht man mal, wie krass oder wie weit es kann gehen, dass Freundschaften und Familien können kaputt gehen wegen einer Meinung. Gewisse Politiker, wo ich jetzt... okay, ich sage es einfach straight. Der Trump. Unsere erste Reaktion, um ein Problem zu lösen, ist, wie ich jetzt zum Beispiel... Meinst du, könntest du mir das Diplom noch nachträglich Nein, wieso beschissen? Aus Liebesbeziehungen, wo der Spotlight-Effekt eben so gut beschreibt. Alter, jetzt dünnes Eis. Nein. Grüß gehen raus an die Stadtpolizei. Oh mein Gott. Guten Tag miteinander und willkommen zu der 6. Folge von Kopfchaos. Neben mir sitzt der Ivo, ich bin der Tim und wir begrüßen euch ganz herzlich zum heutigen Thema von Denkfehler. Bevor wir starten, Ivo, wie geht's dir? Danke vielmals fürs Fragen, Tim. Mir geht es sehr gut. Super Woche gehabt, begleitet von traumhaftem Wetter. Göttlich gewesen. Da merkt man aber schon, ich denke immer so, ich bin eigentlich nicht so wetteranfällig. Oder ich sage, ja, ich kann einen guten Tag haben, wenn es regnet. Aber wenn dann so eine Woche die Sonne durchscheint, merke ich schon, nein, mir geht es auch besser. Weil einfach und schön man merkt dann Wetter so, wie viel mehr Energie das man hat. Hey. Wenn ich heimkomme vom Arbeiten und es nicht dunkel ist, sondern einfach noch hell, ich merke, wenn ich noch richtig Bock habe, um etwas zu machen. Ja, das ist wirklich so. Auch wenn ich wenig schlafe oder schlecht schlafe und am Morgen aufwache und denke, blauer Himmel, schön, hockst auf den Töpf, wirst nicht verregnet. Ja. Es ist einfach eine andere Energie. Ja, Ja. absolut. Winterdepressionen, vielleicht auch mal ein Thema, wo man angehen könnte? Hey, ich habe im Fall diese Woche überlegt, so wie fest beeinflusst das wirklich, oder? Wir müssen Ja. nachher anschauen, wie sind die Zahlen, geht es den Leuten wirklich so viel schlechter während dem Winter? Also, so in der Schweiz, ich glaube in Norwegen, will man gar nicht anschauen. Ja, Es gut, ist einfach ja. ein Fakt, weil es einfach noch dunkel ist. Habe ich ja Du bist gewesen und du hast gesagt, die Leute sind alle ein bisschen hässig drauf. Und dass es vielleicht wie so ein nationales Einverständnis ist, dass man im Winter kann ein bisschen ein Arschloch sein Boah, das ist im Fall wirklich krass. Also wir sind eine Woche dort gewesen Wirklich? und ich hatte keine Begegnung gehabt, wo ich so war, boah, das ist jetzt erfrischend gewesen. Weißt du, so, Ja. mega guter Tag, sondern es ist maximal so, das, was am freundlichsten war, ist so Durchschnitt in der Schweiz. Und ich Ja. habe so gedacht, hey, schau, die haben jetzt gerade 2 Monate dunkel gehabt, vielleicht ist es für einfach alle okay, wenn wir jetzt nicht irgendwie uns verstellen und so Ja. die Freundlichkeit spielen. Sie müssen einfach Arschlöcher und Und es hat mich erstaunt, weil ich bin ein paar Mal jetzt in Skandinavien gewesen, in allen 4, also Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, oft aber im Sommer. Mr. Worldwide. Ich war ein Flex. Oftmals im Sommer. Und ich hatte ein super Erlebnis gehabt. Ja, und logisch. vielleicht sind sie dort dann einfach verdammt gut drauf, weil sie haben irgendwie 20 Stunden am Tag Sonne. Ja, und dann endlich ihre Vitamin D-Speicher wieder auffüllen. Ja. Das ist crazy. Ja. Ja, nein, aber ich habe die Sonne auch sehr genossen die letzte Woche. Und einfach irgendwie, man merkt erst, so im Winter, man findet sich so damit ab, dass es so ist. Und erst wenn die Sonne wieder kommt, merkt man, was man verpasst hat die letzten 2 Monate. Und ich hoffe, es bleibt jetzt ein bisschen so. Aber wir werden es sehen. Wahrscheinlich nicht. Yes. Wahrscheinlich kommt es nochmal im April dann schlimm schneien. Ja, letztes Jahr war es so. Letztes April hat es einfach nochmal 0 Grad Schnee. Blöderweise war dann gerade der Marathon gewesen. Einfach nochmal schnell verschneit wurde, der Marathon. Good Ist jetzt experience. Auch ein bisschen ein Flex gewesen. Ich habe nicht gesagt, dass ich teilgenommen habe. Hast du den teilgenommen? Erfolgreich gemacht. Spaß. Also, fangen wir an mit dem heutigen Thema, Yes. wo wir uns zwei gerade selber verwünscht haben, wie wir Vollgas in Denkfehler reingelaufen sind. Obwohl wir Denkfehler kennen, und das ist das heutige Thema, es geht darum, Und nicht nur kennen, sondern die letzten 2 Wochen uns fest damit auseinandergesetzt haben. voll. Und beim Aufstellen vom Equipment jetzt für den Podcast ist uns einen unterlaufen, wo wir nachher dann werden darauf eingehen. Aber es hat uns gerade wieder gezeigt, dass es einfach überall ist und man permanent in so Denkfälle reinlaufen. Ja. Darum ist es eigentlich eine ganz geile Folge. Es wird super spannend, weil die uns einfach immer wieder begegnet. Im Alltag bei uns selber, aber auch in der Gesellschaft, so Gesellschaftsthemen, in der Politik, überall. Und sogar wenn man sie kennt, läuft man drin. Und wir werden erst einmal auf Politik kommen, weil auch wenn man sie kennt, läuft man rein, aber es wird einem vielleicht schneller bewusst.
Und das Bewusstsein von diesen Denkfehlern kann dazu führen, dass man sie weniger oft macht oder besser gesagt öfters entdeckt, sodass man dann kann sich anders verhalten. Ja, es kann ja sein, dass man so wie sich ertappt und dann merkt, okay, jetzt kann ich einen Schritt zurückgehen, reflektieren, okay, es ist vielleicht doch nicht so extrem, wie ich mich jetzt gerade die erste Reaktion verhalten habe. Voll. Was ich sehr spannend gefunden habe, ist, was mir am Anfang sicher am meisten geblieben ist der Confirmation Bias. So der Bestätigungsfehler von eigentlich einfach erklärt, ich habe eine Meinung und ich tue alles, was die Meinung bestätigt, mehr gewichten. Es bleibt mir besser in Erinnerung und alles, was meiner Meinung widerspricht, tue ich ausblenden. Also auch wenn du eine Meinung hast und ich dir 50% Argumente gebe, die dich bestätigen, also deiner Meinung entsprechen, und 50% Argumente gebe gegen deine Meinung, du wirst die Argumente, die dich bestätigen und deine Meinung verstärken, besser aufnehmen und sagen, ja genau, das ist wegen dem, ja, ich habe recht, das ist eine gute Meinung, du tust dich selber bestätigen. Und das einfaches Beispiel, das ist vor ein paar Jahren gewesen. Wirklich ein simples Beispiel, wie das auch im Alltag kann sein. In der Skiferie, ich bin mit meinen Eltern in die Skiferie gegangen und dann ist halt zu der Skiferie so manchmal ein bisschen wetterabhängig, oder? Wann gehen wir auf die Ski, wann sind wir vielleicht daheim, weil es nicht immer so gut Wetter, vielleicht schneit es, die Sicht ist nicht so gut. Und dann hat mein Vater eine Wetter-App gehabt und meine Mutter eine Wetter-App gehabt. Es sind aber nicht die gleichen gewesen. Meine Mutter hat so den Standard iPhone-Wetter-App und mein Vater hat so eine Berg-Wetter-App, oder? Und in diesen 2 Wochen, wo wir da oben waren, haben die nicht immer übereingestimmt, oder? Also manchmal hat das Wetter-App von meiner Mutter gesagt, ja, heute ist sonnig und es kommt erst am 6 Uhr schneien, und bei meinem Vater gesagt, nein, es kommt schon am 12 Uhr schneien. Und wir haben das eigentlich so wie 2 Wochen lang können testen. Also ich habe es einfach beobachtet, wir haben es nicht getestet. Sie sind immer am Diskutieren gewesen. Nein, mein Wetter-App sagt, nein, heute kommt es gut. Und mal hat das Wetter-App recht gehabt und mal hat das andere Wetter-App recht gehabt. Aber lustig war, wenn sie jetzt in die Skiferie gehen, sie haben immer noch beide das App. Ja. Also sie haben ihre Meinung nicht geändert, obwohl sie eigentlich genug Argumente hatten, um zu sagen, ja, so genau ist es nicht gewesen, vielleicht schaue ich einfach beide und schaue. Sondern sie haben so ein bisschen an ihrer Meinung festgehalten, weil sie eigentlich nur die Ereignisse, wo sie recht gehabt haben, aufgenommen haben. Ganz ein simples Beispiel. Grüße gehen raus an meine Eltern. Schön, hören Sie dazu. Hey, das ist allgemein etwas so. Eben mit der Auswahl von einem Programm oder von einem Tool. Ich meine, dasselbe gilt zum Beispiel auch für iPhone und Android-User. Die Android-User schwören darauf, dass das Android besser ist und die Funktion besser ist und die Funktion. Und iPhone-User dasselbe. Und sie bestätigen sich einfach immer genau mit dem, was dann besser ist. Und wenn irgendein Android-User mir will kommen und sagen, ja, aber das ist viel besser bei Android, dann wäre ich so, ist mir scheißegal. Gewicht ist das Argument überhaupt nicht. Ja. Du kannst sagen, dafür ist mein iPhone schön und es ist simpel, einfach zum Bedienen. Fertig. Ja. Oder bestätigst dich wieder. Und vielleicht jetzt denkst du, ja, das sind ja simple Sachen. Aber jetzt kommen wir so ein bisschen in Themen, wo ich denke, wo es eben im Alltag dann doch entscheidend ist, wie etwas vielleicht ausgeht. Und wo ich das bei mir mega stark gemerkt habe, ist bei Konflikt. Wenn ich mit jemandem Streit habe oder jemand auf den Sack geht, und ich so bin, ich kann die Person nicht ausstehen. Wie sie schafft, wie sie ist oder was auch immer. Und ich immer wieder dieser Person begegne, ich achte mich dann viel mehr auf die negativen Sachen. Jetzt hat sie das schon wieder gemacht. Jetzt hat er das gemacht. Und ich fokussiere mich dann nur auf die negativen Sachen und du mich selber bestätigen und sage, ja, das ist ein Double, sie ist inkompetent oder was auch immer. Und ich bestätige mich dann immer auf dem Negativen. Aber wenn ich dann merke, jetzt bin ich ein bisschen auf dieser negativen Schiene und sage, hey, nein, das hat sie eigentlich mega gut gemacht. Wow, das ist eine super Idee, guter Input, oder? Und in so einem Konflikt, wenn ich so ein bisschen, wenn die Beziehung so ein bisschen negativ geladen ist, merke ich, dass ich dann auch im Alltag eigentlich immer so Situationen suche, wo ich mich selber meine Meinung über die Person bestätige, dass ich einen Grund habe, dass ich sie doof finde, als Beispiel. Hey, und was speziell, wenn es um Konflikt mit Personen geht oder um Bilder, die wir von Personen haben, was dort dann noch dazukommt, da ein kleiner Ausschwenker ins Chaos, selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn zum Beispiel ich das Gefühl habe, dass eine andere Person gitzig ist und ich mich dann nur darauf fokussiere, was jetzt die andere Person gitzig macht,
dann ist das der Bestätigungsbias. Aber da kommt etwas anderes in, nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich das Gefühl habe, dass die andere Person gitzig ist, dann verhalte ich mich so, dass meine Prophezeiung, dass sie gitzig ist, sich auch kann erfüllen. Ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, eben, sie ist gitzig und ich finde, hey, ich zahle sicher nicht jetzt für diese Nacht für uns beide. Also tue ich sagen, hey, ich will das splitten oder ich zahle einfach nur meins, weil ich davon ausgehe, dass die andere Person nicht mir das Geld twinten. Dann signalisiert das der andere Person, okay, vielleicht ist es für die andere Person normal, dass man quasi einfach sein eigenes Zeugs zahlt und nachher rausgeht. Und das nächste Mal, wenn der Kellner oder die Kellnerin zuerst zu der anderen Person geht, hat sie das Bild im Hinterkopf und denkt sich, gut, letztes Mal hat ja der Tim zum Beispiel hat einfach sein Zeugs gezahlt und ich habe dann nachher mein Zeugs gezahlt. Also zahle ich jetzt einfach auch mein Zeugs und nachher kann dann der Tim zahlen. Und dann bestätigt mich das wieder, dass die Person gitzig ist. Also sie ladet mich nie ein. Sie ladet mich nie ein. Aber das ist auch dort eine selbsterfüllende Prophezeiung, die noch dazukommt. Dasselbe mit Konflikt. Wenn ich das Gefühl habe, die Person ist immer auf Konflikt aus, dann nehme ich vielleicht eine kalte Haltung ein, was dann die andere Person dazu bringt, dass sie eben vielleicht genau konfliktfreudig ist. Aber das ist ein hoher spannender Punkt, eben, dass eigentlich der Confirmation Bias, das ist der Bestätigungsfehler, eigentlich so Hand in Hand geht mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, dass wir uns dann unbewusst so verhalten und eigentlich mit unserem Verhalten die Person auch ein bisschen lenken, dass sie sich genau so verhalten. Ja. Weißt du noch? Mega spannend. Ja. Voll. Was ich auch ganz krass finde, was der Confirmation Bias tagtäglich uns beeinflusst, ist die Algorithmen von Social Media. Weil in diesen Algorithmen in sich ist ein Confirmation Bias programmiert. Und was ich damit meine ist, wenn ich, sagen wir, um das jetzt politisch zu nehmen, eine politische Meinung vertritt und solche Profil folgen, dann schlägt mir der Algorithmus genau solche Profile vor. Oder andere Profile. Das heisst, ich bekomme immer nur meine Meinung bestätigt und bekomme vielleicht nicht die andere politische Meinung mal mit einem Post, wo vielleicht kritisch ist gegenüber meiner ursprünglichen Meinung, bekomme ich gar nicht dargestellt. Und ich habe dann das Gefühl, so, ja, alle haben ja die Meinung. Weil ich sehe ja nur das auf Social Media. Und was ganz krass ist auf dieser Ebene, außer du, Nein, sag. ist die Kommentare. Ich habe ein Video gesehen von einer, die das quasi beobachtet hat, wo sie auf ihrem Handy und auf dem Handy von ihrem Freund geht Kommentare anschauen beim genau gleichen Video. Und das Video war irgendwie, einer geht golfen und ist weg für 5-6 Stunden. Und die Frau macht den Post und ist so, ja, er ist jetzt weg. Und hat sich ein bisschen darüber aufgeregt, dass er so lange weg ist. Und auf seinem Handy, die Kommentare, sind sie, ja, hey, such dir doch mal ein Hobby. Irgendwie, lass ihm doch seinem Hobby nachgehen, lass ihm doch seine Zeit, du hast deine Zeit, such dir doch mal ein eigenes Hobby. Und die Kommentare auf dem Handy von der Frau, auf dem genau gleichen Post, sind sie, oh mein Gott, ja, du hast so recht, er sollte sich mehr Zeit nehmen für dich, etc. etc. Also sogar Kommentare bestätigen uns in unserer Meinung und in unserem Weltbild. Also wir werden gar nie konfrontiert oder so selten konfrontiert auf Social Media mit anderen Meinungen, wo unsere Confirmation Bias vielleicht auch ein bisschen aufbrechen können. Ja, es ist sogar noch schlimmer. Wenn etwas von der anderen Seite kommt, gerade jetzt sagen wir politisch links und rechts, oder ist ja extrem verhärtet, wenn etwas von der anderen Seite kommt, dann ist es eigentlich nur, dann wird es nur ins Lächerliche gezogen. Oder dann ist irgendeine Rede von jemandem, der total abkackt und es wird dann auch eingespielt. Oder? Also das Einzige, was wir von der Gegenseite sehen, sind solche lächerliche Videos und dann wird man so bestätigt, genau darum wähle ich nicht die Partei. Voll. Oder, also es wird sogar noch ins Extreme getrieben. Es wird nicht nur meine Meinung bestätigt, sondern die andere Seite auch noch schlecht gemacht. Oder ich meine, auf Instagram sind ja bodenlose Videos manchmal auch rum, oder? Oder bodenlose Kommentare. Bodenlose Kommentare. Ja, und das ist, ich finde schon auch, das ist in der Gesellschaft zu beobachten, so die Entwicklung, weil so in Amerika, also in den USA, habe ich das Gefühl, es war schon immer so gewesen, weil es einfach nur 2 Parteien haben und das ist ja so links oder rechts, oder? Die Schweiz ist eigentlich bekannt dafür gewesen, dass eben so eine Bandbreite... Ist dafür bekannt. Sorry, habe ich gesagt? Ja. Okay.
Oh, genau, das ist, ich habe schon das Gefühl, es ist ja so. Ja. Oder ist bekannt dafür, dass es nicht nur zwei Parteien gibt, sondern auch noch etwas dazwischen und man kann seine Meinung auch ein bisschen divers oder so ein bisschen, wie soll ich sagen, Du hast ein diversifiziertes politisches Umfeld. genau, du kannst ein bisschen so wählen, kannst ein bisschen so wählen oder und deine Meinung so ein bisschen abstufen. Es gibt Abstufungen dazwischen, das wollte ich eigentlich sagen. Und durch das, dass dann eben auf den Social Media halt das so monopolisiert wird oder polarisiert wird, dass es nur noch das oder das gibt, fällt eigentlich alles dazwischen weg, obwohl viele Leute eigentlich sind, ja, so extrem bin ich nicht und so extrem eigentlich auch nicht. Aber wir werden wie so in diese Seite gedrängt, obwohl wir alle irgendwo dazwischen sind. Oder wir sind ja gar nicht, die Mehrheit ist ja nicht extrem links oder extrem rechts. Ja, und ich glaube genau das, was ich vorher beschrieben habe mit Social Media, dass du irgendwann nur noch den Accounts folgst, die deine Meinung bestätigen, ist es oft auch im privaten Umfeld. So, du suchst dir die Leute, die ähnliche Meinungen, ähnliche Werte vertreten. Und das ist auch okay, weil dort ist es auch einfacher. Also es wäre jetzt mega anstrengend, wenn deine engsten Kollegen alle unterschiedliche politische Meinungen, unterschiedliche Werte, unterschiedliche Weltanschauungen haben, weil du müsstest die ganze Zeit diskutieren. Und es ist okay, dass sich das dort dann auch so ein bisschen abbildet, dass man sich Leute sucht, die gleichgesinnt sind. Aber ich glaube, man muss sich mega gut bewusst sein, dass das einfach seine eigene Bubble ist. Und dass man muss schauen, dass man vielleicht auch mit Leuten in Austausch kommt, die in anderen Bubbles sich bewegen, dass man nicht zu fest in seinen eigenen Confirmation Bias kommt. Und gerade so bei seinem Circle oder mit seinem Umfeld arbeiten, was wir ja gesehen haben, wenn die Meinungen zu fest auseinandergehen, obwohl wir es vorher eigentlich super gehabt miteinander, Thema Impfen. In dieser Zeit, Familien sind in Streit geraten, ganze Freundeskreise sind aufgebrochen wegen einem Thema, Impfen, ja oder nein. Oder dass man eigentlich wie die Konfrontation oder die Diskussion miteinander, die hat man gar nicht mehr geführt, weil die Meinungen zu einem Thema so weit auseinandergegangen sind, dass man die Diskussionen gar nicht mehr geführt hat. Ja. Und vorher, bevor man eine Diskussion geführt hat, die Freundschaft abgebrochen hat, ein Familienstreit ist ausgebrochen. Und dann, in welcher Gruppe ist man? In der Gruppe, die die gleiche Meinung hat wie Ja, ich. voll. Und kommt wieder in Bestätigungsfehler. Voll. Also da sieht man mal, wie krass oder wie weit es kann gehen, dass Freundschaften und Familie können kaputt gehen wegen einer Meinung. Und du sprichst jetzt aber auch noch den nächsten Denkfehler an, nämlich die Reaktanz. Und, Ja. das ist bei den Impfungen, hat man das, glaub, mega stark gemerkt. Reaktanz, blöd gesagt, ist, wenn du mir sagst, dass ich A muss machen, dann sage ich dir ganz klar, dass ich A nicht will machen, weil du meine Freiheit einschränkst. Also bei Reaktanz, vielleicht nochmal, um das einfach so theoretisch eine Reaktanz ist eine Reaktion auf etwas, wo meine Entscheidungsfreiheit oder meine Freiheit als Mensch könnte einschränken und meine erste Reaktion ist Nein. Reaktanz. Aber es ist etwas, wo man auch permanent reingehen. Und das heißt dort zum Beispiel, du hast jetzt das Thema Impfung aufgebracht. Ich habe mir dort mal Zahlen angeschaut und bevor das Impfen Pflicht geworden ist für gewisse Bereiche, also du hast ja dann irgendwann während Covid hast du müssen impfen, damit du gewisse Sachen darfst machen. Also es ist dir eigentlich eine Impfpflicht auferlegt worden. Und bei Umfragen bei der Bevölkerung, wo man quasi geschaut hat, wie bereit bist du, um dich impfen zu lassen, wie fest willst du dich impfen lassen, ist, bevor die Impfpflicht gekommen ist die Bereitschaft höher gewesen in der Bevölkerung als nachher. Und das ist so lustig, weil es hat in dem Sinn offenbar wirklich Leute gegeben, die sich haben wollen impfen vorher. Dann ist die Impfpflicht gekommen und dann haben sie gefunden, nein, jetzt will ich das nicht mehr. Du leihst mir das jetzt auf, also will ich das nicht. Und ich finde, das hat mich so, ich finde das so ein gutes Beispiel für Reaktanz, weil es einfach uns aufzeigt, dass man manchmal unsere Selbstbestimmtheit wichtiger ist als das effektive Resultat. Wo ich merke, dass es auch eine starke Reaktanz gegeben hat, ich habe mir dort nicht Zahlen angeschaut. Jetzt gerade gestern, ich glaube, Weltfrauentag gewesen. Und zu diesem Thema bin ich dann gekommen, weil das Gendern in der Sprache ist eine Variante, wie man kann Gleichstellung fördern kann. Und es hat Befragungen gegeben, man hat Leute gefragt, hey, wie
wichtig ist es dir, dass Gleichstellung gefördert wird. Und dort sind irgendwie, ich glaube 75-80% haben gefunden, hey, ja, das ist mir wichtig. Also einfach das Thema Gleichstellung Per se. Voll, per se. Ja. Und nachher aber, das Thema Gendern ist so fest forciert worden. Es hat dann auch, ich meine, wir haben bei uns im Studium müssen, bei wissenschaftlichen Arbeiten, gendern. Wir müssen. Es hat einen 7-seitigen Leitfaden gegeben, wie Ja. man gendern. Voll. Und das Müssen und die Vorgabe hat dazu geführt, dass, obwohl 80% gesagt haben, hey, ja, Gleichstellung ist mir wichtig, haben 80% der Leute gesagt, ich will nicht gendern. Und es ist so lustig, weil es ist ein relativ kleiner Aufwand, sich das anzutrainieren, sich darauf achten, dass man gendern. Aber das Müssen und das Fordern von, hey, du musst jetzt gendern, hat bei so vielen Leuten dazu geführt, dass einfach sie keinen Bock mehr drauf haben und gefunden haben, nein, ich mache das jetzt nicht. Und dort ist auch klassische Reaktanz gekommen. Ja. Also können wir eigentlich festhalten, so prinzipiell oftmals ist so die Grundhaltung eigentlich relativ neutral und wenn man sagt, ja, hey, kannst du das noch machen? Ja, kein Problem. Aber es ist immer so, wenn etwas freiwillig ist. Oder mein Entscheidungsspielraum, der wird nicht eingeschränkt. Ich kann immer noch machen, was ich will. Aber sobald von «hey, könntest» zu «du musst» wird und mein Entscheidungsspielraum eingeschränkt wird, entsteht eigentlich Reaktanz. Und das sieht man bei so vielen gesellschaftlichen Themen. Wir haben das vom Impfen gehabt, wir haben jetzt vom Gender gehabt, Gleichstellung, wie heisst es, Umweltdebatte. Ja. Auch. Hey, mega oft, viele Leute sind so, ja, eigentlich, wenn ich etwas dafür machen kann, ja, dann will ich das umsetzen. Sobald es aber heisst, du musst, sicher Dann wird's nicht. schwierig, ja, ich ja. lasse mein Auto extra noch laufen, wenn ich 5 Minuten Ja. im Mikro gehe. Als Beispiel. Ja, ja. Es kommt dann sogar eine stärkere Gegenreaktion. Also man tut das Verhalten sogar extra nicht zeigen, sondern man tut das Gegenteil zeigen. Ja. Und das ist vielleicht eigentlich auch so generell, wenn man möchte etwas verändern in der Welt. Ein Ansatz von, hey, man kann darüber reden, aber nicht forcieren. Ja, und du musst den Leuten aufzeigen, was es für sie bringt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben zum Beispiel das Thema jetzt oder mit Umwelt und Autos. Ich glaube, VW oder irgendeine Automarke hat probiert zu sagen, hey, wir machen jetzt ein möglichst nachhaltiges Auto, das möglichst wenig verbraucht, möglichst ein minimalistisches Auto. Und sie haben wie den Leuten quasi aufforcieren, also hey, oder, wir müssen jetzt weniger minimalistischer im Auto, im Straßenverkehr uns bewegen. Und das Auto ist irgendwie nach 4 Jahren hat man gefunden, okay, wir produzieren es nicht mehr, weil es ist nicht angekommen. Hingegen aber Tesla, wo jetzt wiederum ein bisschen in der Kritik ist, aber generell die neuesten Elektroautos, wie zum Beispiel auch Polestar, die haben nicht darauf gesetzt, Minimalismus und hey, wir müssen uns einschränken, sondern sie haben probiert, Elektroautofahren sexy zu machen. Und dir zu sagen, hey, schau mal, was du alles kannst mit dem Auto. Ich meine, bei Tesla sind also Sachen rausgekommen, wie, dass du kannst deine Hupe irgendwie anders machen, mit einem anderen Geräusch. Personalisieren. Voll. Oder so, zu Weihnachten sind irgendwie so Programme rausgekommen, wo du hast können installieren, wo dann das Auto in allen Farben blinkt hat, Türen, wo so beim Modell, was ist das, X, wo so gegen raufgehen, irgendwie so rauf, und das Auto blöd gesagt getanzt hat. Und dort haben wir nicht versucht, den Leuten zu sagen, hey, mit minimalistisches Leben, sondern wir haben mehr aufgezeigt, hey, schau, wenn du willst dabei sein, wenn du willst cool sein, da ist ein elektronisches Auto. Es ist vielleicht umweltfreundlicher als andere. Darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Weil da gibt es auch verschiedene Meinungen und man ist wahrscheinlich auch dort im Confirmation Bias drin. Yeah. Aber man muss den Leuten aufzeigen, was sie davon haben. Man muss den Leuten aufzeigen, wieso dass sie gendern. Oder? Und für mich ist zum Beispiel Gendern ist weniger, da kann ich mich jetzt auch schnell vielleicht platzieren, wieso dass ich gendere. Ich tue nicht gendern wegen der Person vis-à-vis von mir. Weil, wenn eine Person mich bittet, ob ich so oder so rede, dann kann ich das entweder annehmen oder nicht. Hoffentlich ist bei mir dort die Reaktanz nicht allzu hoch, wenn mich eine Person darum bittet. Aber wieso dass ich gendere, ist, weil ich mal ein Gespräch hatte mit einem Mädchen, mit einem jungen Mädchen, irgendwie 8 oder so, wo es darum gegangen ist, ob, was sie will werden später. Weil ich bin lange in so einem Mentoring-Programm von Kindern das Mentoring-Programm vom AOZ,
Und dort bist du quasi meinem Kind zugewiesen worden, bist du Mentoren und ich bin dort einmal in die Schule mit. Und dann ist das Thema gewesen, so hey, Jobs. Und dann bin ich in dieser Schulklasse drin und dann ist das Mädchen gefragt worden, was sie will werden. Und sie hat dann gesagt, ja, also eigentlich würde sie wollen, Arzt werden, aber es geht ja nicht. Und dann habe ich sie gefragt, so, also wieso nicht? Dann hat sie gesagt, ja, das können ja Frauen nicht werden. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, ich so, also wieso genau? Ja, weil ihre Eltern gehen immer zum Arzt und sie gehen auch zum Arzt. Und sie wissen nicht, also Ärztin gibt es ja wie nicht. Und sie hat das so erklärt und ich bin so, wow, krass, wie ein Kind eine Sprache aufnimmt. Manchmal nehmen sie es sehr wortwörtlich. Und darum ist das für mich ein Bedürfnis, wieso dass ich gendern will, ist zum niemandem das Gefühl geben, dass das nicht gibt. Und es gibt dort eine mega spannende Textstelle, wo ich vielleicht schnell machen, aber vielleicht müssen wir eine Pause machen, damit ich die raussuchen kann. Also, bist du ready? Ja. Ich habe sie. Es ist auf Englisch, aber ich nehme an, die meisten werden Englisch verstehen. Und jetzt probiere ich da mein Englisch schnell auszupacken. A father and his son are involved in a serious car accident. The father is killed instantly and the son is critically injured and rushed to the hospital. Upon arrival, the surgeon looks at the boy and exclaims, "I can't operate on him, he's my son." Wie ist das möglich? Und das geht jetzt an alle. Also wenn ihr das jetzt auch gehört habt, ihr Englisch versteht, wie ist es möglich, dass der Surgeon sagt, hey, ich kann nicht an ihm operieren, er ist mein Sohn. Und der Vater ist ja eigentlich vor im Autounfall gestorben. Mhm. Ich weiß nicht. Im Englischen ist the Surgeon, gibt es keine weibliche Form. The Surgeon ist die Mutter. Was aber passiert, und ich bin überzeugt, dass viele von euch auch reingefallen sind, was aber passiert, ist, wir haben einen Geschlechterstereotyp von einem Chirurg und stellen uns einen Mann vor. Und du bist jetzt quasi drauf reingefallen und ich will aber das schnell rationalisieren. Ich habe das in gewissen Weiterbildungen auch schon gemacht und sogar auch mit vielen Frauen. Und da können wir Aussagen wie, ja, vielleicht sind sie schwul. Das ist im Fall auch ein Gedanke von mir gewesen, ja? Oder ja, vielleicht ist das der Stiefvater gewesen. Ja. Und der Chirurg ist der richtige Vater, der biologische. Und es ist ganz interessant, wie wir dort ganz klare Stereotypen haben und vor allem mit der englischen Sprache, weil es dort keine Geschlechterpronomen gibt, passiert das immer wieder. Und das ist zum Beispiel der Grund, wieso das ich gendere. Und darum, ich glaube, ist es wichtig, dass man den Leuten aufzeigt, hey, wieso ist es für dich wichtig, dass du genderst? Weil vielleicht hast du irgendwann eine Tochter, vielleicht hast du eine Partnerin, die du willst unterstützen willst. Und dass wir dort die Stereotypen können loswerden können. Und ich glaube, dass allgemein in der Reaktanz ist das ein Thema, das man klar aufzeigt. Wieso? Ja. Okay, vielleicht nochmal schnell zum Zusammenfassen. Wir haben gerade ein paar Themen da reingerührt. Also wir haben die Reaktanz, die eigentlich auf etwas folgt, wo auf uns forciert wird. Oder? Also irgendetwas wird auferlegt, wir müssen etwas machen und wir fühlen, dass unsere Freiheit oder unsere Entscheidungsfreiheit oder wie wir uns verhalten können, wird eingeschränkt. Und als Reaktion auf das wird eigentlich das Gegenteil gemacht. Oder also es verhärtet sich Meinung und sagt, das mache ich sicher nicht, ich mache extra noch das Gegenteil, als Beispiel. Voll. Und der Weg, um das zu lösen, ist zum einen weniger forcieren und mehr miteinander reden. Warum? Was bringt es uns? Und mehr ein Miteinander als ein Ich habe Recht und du musst. Voll. Und ich glaube auch Aufklärung. Also überlegt euch mal selber, hey, wo habt ihr einen Reaktanz-Bias? Wo tun ihr euch vielleicht dagegen wehren, einfach nur, weil man euch probiert, etwas wegzunehmen, eine Entscheidungsfreiheit. Und sich dort mal wirklich Gedanken darüber machen, wo dass man einfach aufgrund von Reaktanz sich verhaltet. Ja. Ich freue mich, dass wir jetzt zum nächsten Thema kommen, weil wir können endlich das Beispiel bringen, das wir vorher beim Aufstellen hatten. Ja. Und zwar der Additionsfehler. Willst du schon sagen, was gerade vorher passiert ist? Ja. Also wir sind am Besprechen gewesen, was wir jetzt so reden, so in der roten Faden. Und dann als nächstes folgt eigentlich immer, dass wir die beiden Stativ aufstellen. Wir filmen ja auch unseren Podcast und dann
Ihr könnt uns dort folgen auf Instagram, TikTok und YouTube auf Kopf_Chaos, da noch ein kleiner Plug. Shoutout. Und dann haben wir eigentlich so am Timsy-Stativ aufgestellt, geschaut, dass die Linien einigermaßen waagerecht und senkrecht sind, dass es nicht schräg ist. Dann habe ich mein Stativ aufgestellt und dann schaue ich so bei mir und das ist so mega schräg gewesen. Und ich habe ja hinter mir die Schallpanels, die eigentlich schön gerade sein sollten, und an dem kann ich mich orientieren und dann gemerkt, das ist viel zu schräg. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss da oben vielleicht irgendwie am Stativ etwas einklemmen, dass mein Handy wieder ein bisschen mehr ins Wasser kommt. Habe versucht, das Papier zu falten und oben einzuklemmen, um so ein bisschen gegen Du hast versucht, die Halterung, die Kamerahalterung mit einem Keil vom Papier wieder gerade zu machen. Genau. Und dann schaut mich der Tim so an und sagt, darf ich mal schauen? Gib mir mal ein Stativ. Nimmt so mein Handy wieder aus dem Stativ und schaut so unten auf die 3 Füße, die das Stativ hat. Und ein Fuß ist einfach so viel länger draussen als die anderen beiden. Und aus dem Grund ist das Stativ schräg gewesen. Und das ist eigentlich der Additionsfehler, der zeigt, dass wenn man ein Problem hat, unsere erste Reaktion, um ein Problem zu lösen, ist, etwas dazu machen, etwas extra zu machen. Wie ich jetzt zum Beispiel, anstatt einfach den Fuß wieder reinzufahren, weil ich es nicht gesehen habe, habe ich gedacht, nein, ich muss da oben das Papier rein tun, um die Kamera wieder auszugleichen. Also etwas dazu tun, anstatt wo es dann nachher schwieriger macht oder komplexer macht, anstatt einfach schnell einen Schritt zurück. Und meistens kann man, oder viele Probleme kann man auch lösen, wenn man etwas wegnimmt. Voll. Und das Lustige ist, wir haben in der Vorbereitung ja auch ein Buch gelesen. Und in diesem Buch, wo wir dann euch nachher am Schluss gerne noch sagen, wie es heisst, in diesem Buch wird so ein Experiment geben mit so einer Lego-Brücke, wo sie geschaut haben, okay, wir haben eine Lego-Brücke, die quasi asymmetrisch ist und auf der einen Seite hat es mehr Gewicht als auf der anderen, also mehr Steinchen. Und jetzt wird den Leuten gesagt, hey, mach, dass die Brücke stabiler ist. Das heisst, dass sie quasi symmetrisch ist und gleich das Gewicht verteilt ist. Und jetzt haben irgendwie eine klare Mehrheit, 80%, ich glaube etwa dort rum, haben zusätzliche Lego-Steine, die ihnen gegeben worden sind, genommen und sie auf der anderen Seite, wo es weniger Lego-Steine hat, die drauf da. Was aber eigentlich die Lösung wäre und wo 20% das quasi richtig gemacht haben, ist, sie haben die überschüssigen Lego-Steine auf der einen Seite einfach weggenommen. Weil was dann passiert ist, sie haben mehr Ressourcen. Oder? Sie haben mehr Ressourcen nachher zur Verfügung und sie haben das Problem vereinfacht und nicht noch komplexer gemacht. Und ich habe das dort so gelesen und bin so gewesen, ja, also, kann man, gehen dort wirklich Leute drauf rein? Und jetzt haben wir wirklich den Real-Life-Moment gehabt, wo genau so ein Problem angegangen worden ist, indem man etwas probiert, dazu zu geben. Das ist eigentlich immer bei Problemen, was machen wir? Wir müssen etwas machen. Also noch etwas extra. Oder? Nie geht man an ein Problem und sagt, okay, wie können wir das lösen, indem wir das einfacher machen oder etwas wegnehmen. Und das ist, also es fällt mir so oft auf, immer ist mehr. Mehr ist für uns abgespeichert, es ist besser. Es ist die bessere Lösung, wenn wir mehr machen. Ja. Und weißt du, wo ist mir das aufgefallen? Bei mir persönlich? Wo? Persönlichkeitsentwicklung. Oh ja. Persönlichkeitsentwicklung ist für mich, ich muss mehr machen. Mehr Bücher lesen. Eine bessere Routine. Vielleicht noch etwas anhängen. Morgenroutine plus Abendroutine. Gesund ernähren, viel Bewegung, immer mehr. Mehr. Oder? Und für Persönlichkeitsentwicklung ist es manchmal einfach schön, wenn du vielleicht Sachen weglässt, mal reinhaltest und nichts machst, anstatt immer einen Podcast hören, wenn du am Joggen bist, anstatt Fernsehen schauen, ein Buch lesen, super dehnen, noch ein extra Training machen, anstatt nur das extra Training vielleicht einfach mal einen Erholungstag machen. Also unseren Podcast dürfen ihr natürlich beim Joggen hören, falls ihr jetzt gerade dran sind. Ja, lass bitte weiter. Nein, aber dort ist man so für Persönlichkeitsentwicklung ist immer mal so, ja, man muss etwas mehr machen, man muss sich entwickeln und, oder? Mehr ist immer besser. Mehr ist immer aber besser. Was dann dazu kann führen, dass du vielleicht gestresst bist, was super kontraproduktiv Das ist. muss ich noch, das muss ich noch und das Ja. muss ich noch. Und dann bin ich erst zufrieden mit mir selber, Ja. oder? Ja. Hey, was mir in den Sinn gekommen ist während unserem Studium, wenn wir eine Gruppenarbeit hatten und du hast irgendwie einen Text oder so erstellen, dann hat irgendjemand das vielleicht geschrieben und dann ist das in einen Teams-Kanal oder irgendeinen Ordner, wo alle Zugriff haben und dann hat man gesagt, hey, schaut doch bitte mal schnell drüber, es ist eine Zusammenfassung, könnt doch bitte noch schnell irgendwie schauen, ob das alles Sinn ergibt und ob man es vielleicht noch verbessern könnt. Die Zusammenfassung verbessern. Okay.
Und was mir dann so oft aufgefallen ist, wenn du eine Vierergruppe bist und die anderen 3 Personen nachher drüber sind, dann ist die Zusammenfassung einfach nochmal länger. Weil die Leute das Gefühl haben, damit sie besser wird, muss jetzt der Punkt noch rein. Und der Punkt muss auch noch rein. Und ich glaube, so oft... Aber was ist der Sinn von einer Zusammenfassung? Der Sinn von einer Zusammenfassung ist, dass es möglichst kurz ist und verständlich und einfach. Die wichtigsten Punkte. Ja. Und so oft nachher hast du einfach ein längeres Dokument und nachher merkst du, ja shit, wir haben aber irgendwie eine Zeichenvorgabe oder eine Seitenvorgabe von so und so viel. Jetzt müssen wir wieder Sachen rausstreichen. Und rausstreichen ist so viel schwieriger, als etwas dazu tun. Weil man muss sich überlegen, was ist wirklich wichtig. Voll. Wenn ich unendlich Platz habe, dann kannst du, ja komm, das tue ich noch rein, das tue ich noch rein. Ich weiss noch, meine längste Zusammenfassung in einfach ist, glaube ich, über 60 Seiten gewesen. Eine 60-seitige Als Zusammenfassung. Vorbereitung für die Prüfung? Ja. Ah. Und ich habe wirklich so gesagt, ich habe einfach Vogel alles, abgeschossen. alles, wirklich alles reingenommen. Ich habe gesagt, aber das ist nicht der Sinn von der... Klar, es hat mir geholfen beim Lernen, weil ich habe mich mit dem Stoff auseinandergesetzt, aber das ist eben eigentlich nicht... Wie oft kannst du die Zusammenfassung durchlesen? 60 Seiten. Nicht so oft, Ja. oder? Also Ja. so Quintessenz ist eigentlich... Ja, und eben, also die Frage ist, bist du nachher in einem Fach besser gewesen als in anderen, wo du nicht 60 Seiten gebraucht hast? Weil, wenn du dir musst wirklich überlegen, was ist das Wichtige, setzt dich auch mehr damit auseinander mit der Materie, du musst das Thema besser verstehen. Das jetzt zum Beispiel vorher mit dem Stativ, ist auch gewesen, du kannst einfach die Halterung von deinem Handy anschauen und das probieren zu fixen. Oder aber, man schaut das ganze Teil an, das ganze Problem, schaut das ganze Stativ an, wenn du noch grösser willst, vielleicht der Boden, weil vielleicht ist ja der Boden noch schräg. Und das ist braucht viel mehr Ressourcen, weil du das ganze Bild musst können verstehen. Und ich glaube, dasselbe siehst du auch so du hast vorhin mal erwähnt, es hat fürs Gendern, wie viele Seiten Guidelines gehabt? 7. Und dort fragst du dich auch so, braucht es 7 Seiten, um Guidelines zu geben für Gendern? Oder schafft man es vielleicht auch auf einer Seite? Und das merkst du in der Bürokratie und in so Regelwerk, Ja. dass die Sachen es werden immer komplexer, immer grösser. Weil man hat das Gefühl, ja, das ist jetzt auch noch wichtig und das ist auch noch wichtig. Anstatt dass man es auf eine Zusammenfassung bringt, wo nachher dann die Leute auch Zeit haben, um so etwas zu lesen oder um das auch können verstehen. Und ich finde, in der Bürokratie merkst du das krass. Das ist ja auch so, ich glaube, so eine allgemeine Wahrnehmung von der Gesellschaft, so, es wird immer mehr. Und ein grosser Punkt davon ist einfach, weil man eben die ganze Bürokratie und die ganzen Prozesse, die werden nicht schlanker. Die werden immer komplexer und das muss man noch und das noch und das noch. Und wenn man das vielleicht mal alles hinterfragen und sagt, was ist wirklich wichtig? Wie können wir es einfacher machen? Die wenigsten Aufgaben sind vorgegeben mit, hey, mach es möglichst einfach, sondern mach's und es muss einfach gut sein und dann ist so, es muss gut sein, also muss ich möglichst viel reinpacken, oder? Aber wenn man mal alles an ein Vereinfachungsteam geben im Unternehmen und sagen, hey, eure Aufgabe, sagen wir, das Unternehmen hat 1000 Mitarbeiter und das hat ein 5-köpfiges-Team und ihre Aufgabe ist nur vereinfachen. Prozess zu vereinfachen. Der Additionsfehler sehen und schauen, okay, wie können wir es einfacher machen. Ich glaube aber auch, das hat damit zu tun, unsere Welt wird immer komplexer. Ich glaube, das ist dem schon auch geschuldet. In einer globalen Welt, wie wir sie jetzt haben, hast du mehr Komplexität als noch, sagen wir, vor 100'000 Jahren. Wo du einfach... Ja, nein, weil du hast deine 20 Leute in deinem Tribe gehabt. So stelle ich es mir vor 100'000 Jahren vor. Du hast deine 20 Leute in deiner Höhle gehabt. Du hast alle gekannt. Du hast gewusst, okay... Also die Aufgaben sind sehr viel einfacher gewesen. Und auch, ich finde, was man dort dann auch sieht in der Politik, es wird immer komplexer. Wenn du wirklich willst, alle, sagen wir, Abstimmungsunterlagen verstehen und was es wirklich bedeutet, wie lange bist du dran? Einen guten Tag locker. Mindestens. Wenn dich wirklich damit auseinandersetzt und auch, was eine Entscheidung oder eine Stimme wie bedeutet dann? Oder was ist die Folge davon? Ja. Und dann hast du das Problem wegen Confirmation Bias und Reaktanz. Und was mir bewusst worden ist in den letzten 2 Wochen, wo wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Gewisse Politiker, wo ich jetzt, ich sage es einfach straight, der Trump, benutzt der Additionsfehlschluss, der dazu führt, dass alles immer komplexer wird und nutzt ihn so, dass er nachher mit einem zweiten Bias Leute für sich gewinnt. Und zwar mit dem Ursachenvereinfachung. Was er macht, ist, er bricht ultra komplexe Themen
aber und sagt einfach, das ist das Problem. Blöd gesagt, Kriminalität in Amerika ist wegen der Mexikaner, weil sie über Grenzen kommen. Ist wegen der Immigration. Und das Thema von wie viele Verbrechen das wir haben in einem Land, ist so komplex, dass es für die Leute schwierig ist zum Verstehen. Und sie suchen dann einfach so eine Ursachenvereinfachung, so eine Vereinfachung von wieso ist jetzt das so, weil es so viel einfacher und ressourcenschonender ist, zum einfach zu sagen, das ist die Schuld oder das ist der Grund. Und wir verstehen damals gar nicht, wie die Sachen funktionieren. Auch ganz einfach, in einem Shampoo, wenn steht, besser für dein Haar wegen Hyaluron B, du bist so, Bro, what the fuck ist Hyaluron? Wenn irgendjemand weiss, was Hyaluron ist, schreiben sie Kommentare. Man sich Kommentare. doch spritzen, ne? Ah. Also was sie tut? Ja, oder in die Lippen. Keine Ahnung. So dass sie grösser wird. Ich habe gemeint, das gibt doch so... Das ist nicht Botox. Doch auch, aber es ist etwas anderes. Hyaluron. Aber Hyaluron ist aber gesund. Also ich weiß nicht. Keine Ahnung. Aber eben genau, also wir sind jetzt so diskutieren, weil wir haben keine Ahnung. Ja. Und ich bin überzeugt, viele können wahrscheinlich sagen, ja, Hyaluron ist gut für das und das und das. Aber was Hyaluron wirklich macht, wissen wir nicht. Und die Ursachenvereinfachung von zu sagen, ja, Hyaluron ist gut wegen dem und dem, ist viel einfacher für uns, weil wir nicht den ganzen Prozess dahinter verstehen und erklären. Und beim Trump merkst du das mega gut, er macht einfach sehr, sehr simple Erklärungen für sehr komplexe Probleme. Ja, und Leute springen drauf an, weil sie haben das Gefühl, jetzt habe ich es verstanden. Ja, er sagt Problem, Ursache, Lösung. Voll. Und das ist super einfach erklärt. Und der Durchschnittsbürger hat ja keine Ahnung von Politik und ganze System, wie sie funktionieren, oder? Ja. Und denkt, ja, macht Sinn. Ja. Und dort muss man halt schon auch aufpassen, dass man Sachen, die wirklich komplex sind, und es ist wieder der Wechselschluss. Sachen, die wirklich komplex sind, müssen wir schauen, dass man es nicht vereinfacht, wenn es nicht wirklich erklärt, was es dann ist. Und Sachen, die einfach sind, müssen wir schauen, dass man sie nicht komplexer machen, als sie sind. Oder jetzt zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, glaube ich, ein 20-seitiges Dokument, wo EU-Richtlinien sind, wie eine Pizza Napolitana muss aussehen. No joke, 20 Seiten. Ja. Und dort musst du dich einfach fragen, so, braucht es das wirklich? Ja. Oder? Und wir müssen schauen, dass wir simple Sachen, die simpel sind, nicht komplexer oder komplizierter machen. Und dass Sachen, die komplex sind und was wirklich wichtig ist, dass man probiert, alles zu verstehen, nicht einfach vereinfacht, wie jetzt das vielleicht der Trump macht. Und vielleicht auch andere Politikerinnen und Politiker. Ja, aber was nehmen wir daraus, oder? Zum einen ist es so, okay, wenn ich ein Problem habe, überlegen, kann ich es lösen, indem ich etwas wegnehme oder indem ich es einfacher mache. Das ist so das Erste. Und das Zweite, was ich jetzt aus deinen Aussagen so raushöre, ist, die Sprache muss einfach sein, dass ich verstanden werde. Wenn ich in einem Teammeeting bin und eine richtig geile Idee habe, aber die nicht so erklären kann, dass sie verstanden wird sie nicht umgesetzt. Und das ist so schwierig. Ich meine, ich versuche in diesem Podcast immer möglichst einfach zu reden, kein Fachbegriff und so, oder? Weil das Publikum einfach auch die breite Masse sein, um Psychologie zu verstehen. Aber es ist so schwierig, oder? Und es gibt ja, ich glaube, das Zitat von Albert Einstein, du bist erst ein Experte in einem Bereich, wenn du den Themenbereich einem 8-jährigen Kind kannst erklären. Also wenn du Ist das Einstein gewesen? ich weiß es nicht, aber Irgendjemand Gescheites. Irgendjemand Gescheites hat das gesagt und ich finde, das macht Sinn. Wenn du es jemandem kannst erklären, der keine Ahnung davon hat, dann hast du den ganzen Sachverhalt so gut verstanden, dass du es kannst der breiten Masse. Und da hat es noch ein lustiges Beispiel aus der Studiumszeit. Ich vergesse das nie. In Statistik. Oh, mein Lieblingsfach. Ja, wir hatten Statistik gehabt. Und es sind neue Themen drin vorgekommen. Es ist recht schnell gegangen. Und du hast so gemerkt, in dieser Klasse 1% hat es gecheckt, 99% ist ich weiss, was du sagst. 99% ist am Struggle zum Verstehen, was jetzt gerade erklärt wird. Und dann jemand Mutiges aus der hintersten Reihe streckt auf nach etwa einer Stunde und sagt, Entschuldigung, könnten Sie das Thema schnell so erklären, dass ein 10-jähriges Kind rauskommt? Und alle sind erleichtert und dachten, boah, jetzt kommt eine einfache Erklärung. Und der Statistiklehrer sagt einfach, ein 10-jähriges Kind hat keine Matura. Und Grüße gehen auseinander. Hey. Er war eigentlich ein Lieber gewesen. Aber ich glaube, er war zu gescheit gewesen, um uns zu dozieren.
Ja, oder er hat einfach auch eine Erwartung gehabt, dass wir alles verstehen, was er sagt. Ja. Oder? Wenn er die Fachbegriffe braucht, in dem Tempo, wo er sie gebraucht hat, Ja. bin ich bin nicht nachgekommen. Ja, Also ja. seine Prüfungen habe ich nicht bestanden, weil ich es verstanden habe, sondern Ich auch nicht. Ich Ich kann- garantiert nicht. verstanden, wie seine Prüfungen aufgebaut sind. Ja. Und was ich muss copy-pasten am Computer. Jetzt kann aber ich ja sagen, Alter, ich habe so beschissen in der Statistikprüfung. Meinst du, könntest du mir das Diplom noch nachträglich Nein. wegnehmen? Nicht, dass ich das rein hypothetisch. ja, hätte Rein ich können hypothetisch. machen. Wir haben jemanden gekannt, der das gemacht hat. Ja, genau. Aber das ist für mich wirklich so ein lustiges Ja. Beispiel, wo er einfach gesagt hat. Und wirklich so die Stimmung in der Klasse. So Hoffnung, jetzt wird es einfach. Ja. Und dann, boom. Ja, jemand hat gefragt, sich endlich getraut. Und Ja. nachher einfach die Klatsche. Ja, Ja. voll. Hey, ja. Ich würde sagen, wir kommen zum Schluss. Wir haben aber noch einen. Ja. Und zwar den Spotlight-Effekt, wo wir jetzt einfach vielleicht schnell erklären, an einem Beispiel auch, nämlich von unserem Gewinnspiel. Wir haben ja in der letzten Folge ein Gewinnspiel gemacht, wo es darum gegangen ist, dass wir sagen, hey, wir möchten mehr Leute erreichen. Wir haben 100 Franken Gutschein. Und wir machen die Auflösung, by the way, auf unserem Instagram-Kanal. Ihr könnt dort dann also schauen, wer gewonnen hat. Vielleicht sind es ihr. Was wir gedacht haben, ist, ja geil, wir machen das Gewinnspiel. Wir lassen das nicht raus, weil das ist ja mega cool. Wir finden das mega cool. Also machen das ja auch viele andere. Es haben ein paar gemacht, nicht so viel, wie wir uns erwartet haben. Und was uns dort passiert ist, ist der Spotlight-Effekt. Wir sind davon ausgegangen, ja, das ist doch eine lässige Sache, wir finden das toll, also wir müssen das andere auch toll finden. Und der Spotlight-Effekt sagt nichts anderes als, man nimmt seine eigene Wahrnehmung wichtiger, man nimmt seine eigene Wahrnehmung und seine eigene Weltansicht wichtiger, als dass sie vielleicht ist, weil die anderen sehen es vielleicht nicht so. Man geht davon aus, dass die anderen Personen das auch so sehen. Und dabei ist es aber gar nicht so. Auch ein Beispiel zum Beispiel. Wenn ihr wisst, dass ihr vielleicht einen Bad Hair Day habt und ihr habt das Gefühl, ui, meine Frisur sieht heute wirklich schlimm aus, dann ist der Spotlight auf euch und ihr habt das Gefühl, oh mein Gott, es schauen mich alle an und sehen die schlechte Frisur. Bei Umfragen hat man aber herausgefunden, dass bei anderen das nicht halb so wichtig ist und nicht einmal so fest aufgefallen ist wie einem selber. Es fällt nicht mal auf. Das ist eigentlich der aussagende Punkt. Dass, wenn wir das Gefühl haben, boah, es sehen jetzt alle und die Leute schauen mich an wegen dem, es fällt maximal 10% auf. Dass Voll. deine Haare jetzt nicht so sitzen wie an einem Tag, wo es perfekt Voll. sitzen. Und der Spotlight-Effekt ist eben eigentlich nicht nur das, sondern der Spotlight-Effekt kann eigentlich auch dazu führen, dass wir Sachen nicht machen oder uns einschränken. Weil wir uns selber so wichtig nehmen und unsere Gedanken denken, ja, der Tim denkt das auch und oh. Oder zum Beispiel auf Instagram, wir haben immer so ein bisschen, ja, können wir das posten, dürfen wir das posten? Ja. Wir nehmen uns so wichtig. Ja. Wahrscheinlich interessiert es gar niemand. Du kannst posten, was du willst, solange es nicht irgendwie rassistisch oder so ist. Da muss man schon ein bisschen schauen, weil das fällt dann auf, oder? Aber so alles, irgendetwas, Ja, ja. ist das jetzt lustig, kann ich das posten, wie sehe ich da aus, kann ich das Liebe tragen? Nobody cares. Ja. Weil jeder hat seine eigenen Probleme. Jeder ist mit seinen eigenen Struggles drin. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung. Ja. Weil der Spotlight-Effekt betrifft einfach alle und ich merke das so oft bei mir, wir sind so oft bei uns und denken, oh, was könnten die anderen denken, wie wirklich und so. Aber Sie machen genau das Gleiche. es kommt gar nicht dazu, weil Ja. alle mit sich selber beschäftigt sind. Ja. Und das ist faszinierend und weißt du, das finde ich eben so schön, warum wir den Podcast zweiten haben. Wieso? Weil du kannst den Spotlight-Effekt, wo der andere gerade drinsteckt, cutten. Also quasi Ja. unterbrechen. Du kannst mich aus meinem Spotlight-Effekt rausholen und sagen, Bro, niemand interessiert. Ich sage, okay, ich mache mir so viele Gedanken. Und dann sage ich, nein, alles gut, weiter. Und ich kann dich aus deinem Spotlight-Effekt rausholen und sagen, mach dir keine Sorgen, das ist mir nicht mal in den Sinn gekommen, der Gedanke, den du jetzt hast. Oder? Ja, voll. Und so kannst du wieder wie so einen Realitätscheck machen und merken, okay, so wichtig bin ich gar nicht. Ja, voll. Darf ich zum Abschluss, bevor wir mit der letzten Yes, Hause. noch ein Beispiel aus der Paarbeziehung. Oh, aus okay. aus Liebesbeziehungen, wo der Spotlight-Effekt eben so gut beschreibt. Alter, jetzt dünnes Eis. Nein. Okay. Sie haben Pärchen befragt, die zusammen gewohnt haben. Mhm. Wie viel Prozent machst du im Haushalt? Und das haben sie unabhängig den Mann gefragt und die Frau gefragt. Und beide haben nicht gewusst, wie viel
der andere oder die andere sagt. Aha. Und ich frage zum Beispiel dich, hey Tim, wie viel machst du im Haushalt? Und dann sagst du ja, als Beispiel, ich mache 60%. Und dann frage ich deine Verlobte, hey, wie viel machst du im Haushalt? Und dann sagt sie, ja, ich mache 70%. Weil das ist ja so ungefähr rausgekommen. Und was eben rausgekommen ist, wo wir die mehrere Pärchen gefragt haben, dass es nie 100% gibt. Wir machen total 130% Hausarbeit. Total. Eben, und eigentlich fast bei allen Pärchen ist es über 100% gewesen, was so gar nicht kann sein, oder? Weil du viel mehr siehst, was du selber machst, genau, was du selber leistest. Du siehst eigentlich nur, ich habe ja die Maschine ausgeräumt, ich bin posten gegangen, ich habe die Wäsche aufgehängt. Und das sehe ja nur ich. Aber wenn irgendwie die Freundin die Bettwäsche frisch bezogen hat, sie hat die Wäsche zusammengelegt, sie hat noch den Staub gesaugt und vielleicht noch Pflanzen gegossen, whatever, oder? Sie sieht auch nur das. Und dann haben beide das Gefühl, ja, ich mache viel mehr im Haushalt. Voll. Und ja, dann kann man sich auch mal hinterfragen. Ja. Sucht das Gespräch mit eurer Person. Vielleicht nicht nur Beziehung, sondern auch so WG. Ja, der Weg auch. Kann man auch mal darüber reden, so hey, was machen wir eigentlich, wie fühlst du dich, wie viel Prozent machst du? Da kann man mal das schwierige Gespräch suchen. Apropos schwierig. Ja. Du hast letzte Hirnzelle für mich. Ja. Es steht 2-0. Nach einer gemeinen letzten Hirnzelle letzte Woche, die ich dir gestellt habe, eben. Erwarte ich nichts anderes als gemeins. Nein, es ist easy. Es ist okay. Ja, aber das hast du auch schon gesagt. Danach habe ich vergeben, weil ich einfach zu weit gedacht habe oder zu dumm bin. Ja, das man muss nicht so weit denken. Okay. Also raus. Es ist jetzt vielleicht für euch mega schwierig zu beantworten. Müssen wir aber auch machen, weil sonst müssen wir schlussendlich irgendjemanden einladen. Ja, das stimmt. Also, und das ist ein bisschen eine andere Frage. Es hat wieder 4 Antwortmöglichkeiten, aber es geht um ein Szenario. Und das Szenario ist: Lena hat in letzter Zeit viele Aufgaben auf der Arbeit übernommen, fühlt sich aber ständig überfordert. Sie hat das Gefühl, dass niemand ihre Bemühungen bemerkt und sie einfach immer mehr Arbeit bekommt, ohne dass ihre Leistungen gewürdigt werden. In Besprechungen spricht sie kaum, da sie denkt, dass ihre Meinung ohnehin nicht zählt. Frage: Welches Grundbedürfnis von Lena ist in diesem Szenario nicht erfüllt? Und es geht um Grundbedürfnis nach Grave. A. Bedürfnis nach Bindung. Lena fühlt sich von ihren Kollegen und Vorgesetzten nicht unterstützt. B. Bedürfnis nach Kontrolle. Lena hat das Gefühl, die Aufgaben nicht mehr bewältigen zu können und keine Kontrolle über ihre Arbeit zu haben. C. Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Lena fühlt sich von ihren Kollegen nicht anerkannt und nicht genug wertgeschätzt. D. Bedürfnis nach Orientierung. Lena weiß nicht, wie sie ihre Arbeit effizienter organisieren soll. C. Bedürfnis Korrekt. nach sozialer Anerkennung oder aber auch Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Sehr schön. Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Oh mein Gott, ich habe meinen ersten Punkt, wichtig. Wow, gratuliere. Aber hey, hätte ich das jetzt nicht gewusst, weil das ist, ich glaube, mein absolutes Lieblingsmodell in der sozialen Interaktion. Weil ich habe noch nie einen Konflikt, gross oder klein, erlebt, wo man nicht kann erklären aufgrund von diesen 4 Grundbedürfnissen. Ja. Und ich bin absolut hyped auf die nächste Folge. Der Ivo und ich haben uns im Verlauf der letzten 2 Wochen überlegt, ja, was könnte man als nächstes machen. Und wir sind sehr verunsichert gewesen und wir haben ein paar Optionen gehabt. Sind wir verunsichert gewesen? Ja, oder einfach, wir sind so gewesen, ja, soll es das oder das? Und dann ist Wir sind unsicher. wir sind unsicher. Also gut. Und dann ist das Thema Grundbedürfnis vom Grave auf den Tisch gekommen und wir haben uns angeschaut und gesagt, yes. Weil es ist wirklich einfach ein Banger von einem Thema. Ja. Ich finde es eines der besten psychologischen Modelle, meine ganz persönliche Meinung. Und ich freue mich riesig drauf. Ich auch. Geil. Sehr enthusiastisch. Ich da fucking Speech raushauen. Wie geil ich es finde. Und du, ich auch. Aber ist okay. Hey, nochmal schnell zu dem Gewinnspiel. Wir werden das verkünden auf Social Media. Wir sind euch aber auch mega, mega dankbar, wenn ihr uns unterstützt. Wenn ihr einfach den Podcast vielleicht einer Kollegin oder einem Kollegen schickt und sagt, hey, das ist eigentlich noch eine interessante Folge gewesen. Oder auch eine andere. Und wir so noch ein bisschen mehr Leute erreichen. Ihr findet uns auf Social Media, auf TikTok, Instagram und YouTube. Ich finde uns dort unter Kopf_Chaos. Ich habe letztens jemanden gehabt, der gesagt hat, ich finde euch gar nicht unter Kopf_Chaos. Da bin ich gesehen, es hat auch das Underline. Social Media. Ich finde uns dort. Und haben wir sonst noch etwas? Nein, wir danken euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit, euren Support und wünschen euch ganz einen guten Wochenstart. Oder wenn ihr es ein bisschen später hört, ganz schönes Weekend. Macht's gut und Grüße gehen raus an eure Geschwister.
Leute ihnen wieder mal an, sagen, dass ihr sie gerne habt und macht's gut. Ciao zusammen, schöne Woche.